Der Straßburger Plenarsitzung vom 12. bis 16. Oktober bin ich als Vizepräsidentin von der Parlamentarischen Paritätischen Assemblée AKP Union Européenne auf Kigali an der Ruanda gereist, wo vom 17. bis 22. Oktober die 14. Session von dieser Assemblée stattfand hat. An der Assemblée sitzen zusammen Delegierten, also Parlamentarier aus 70 Ländern aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik, und gerade so viele europäische Parlamentarier. Dafür herrscht sie auch paritätisch Assemblée. Auf der Tagesordnung von dieser Session steht ein Bericht über direkt ausländische Investitionen an den Ländern an Afrika, der Karibik, an dem Pazifik. Ich habe nämlich als Vizepräsidentin von der Assemblée vorgeschlagen, so einen Bericht zu machen. Dann gebe ich auch Co-Rapporteur zusammen mit einem Kollegen aus der Karibik von St. Kitts und Nevis, den aber nicht mehr einmal abgetaucht ist, an den noch leider nicht zu Kigali war, weil an seinem Land Minister ging. Das war nicht das Problem. Wir Europäer sind gewinnt, dass als Kontraparen nicht immer da sind am Mitmachen. Ich habe den Thema vorgeschlagen, weil ich sind dabei lange nicht lang mehr Sorgen machen über die Politik, besonders von China an Afrika, wo China am Gang ist, an den Ländern, die reich und Petrol und andere Matière Premiere sind, alles abzukaufen. Das geschieht besonders an Ländern, an afrikanischen Ländern, wo weder Demokratie nach Menschenrechten geurcht gehen, wo korrupt und unfähige Diktatoren zu haben, wo die Europäische Union hier Gelder nicht mehr einfach so hinschickt. Die Chinesen sind doch nicht so kritisch. Sie sagen, sie gingen sich nicht anmischen an die internen Affären von den Ländern. Sie kapern sich Konzessionen über die natürlichen Reichtümer von diesen Ländern, wo sie mal für die Sportstadien bauen und dann noch ein Palais für den Präsident. Dann rappen sie sich, wie gesagt, das alles in der Null. Ich habe allerdings nicht so klare Weder, wie ich das Loheim dieses Problem angesprochen, weil wir als Sorgen machen mussten über die Orientation von ausländischen Direktinvestitionen, die sich die natürlichen Reichtümer von diesen Ländern, wie gesagt, in der Null rappen. 86% von allen chinesischen Importern aus Afrika sind Petrol, Metall und Holz. Die Revenuen davon kommen aber nicht der armen Population von diesen Ländern zugute, und sie drohen auch nicht zur Verbesserung von der wirtschaftlichen Situation bei. An Afrika operieren Chinesen mit ihren eigenen Leid oft. Sie schaffen also keine Arbeitsplätze. Sie halten sich aber auch nicht und Regeln, soweit es da gibt, was Arbeitsbedingungen angeht. Und sie können dafür mehr billig schaffen und produzieren, wie was sie dazu gut mit Arbeitskräften auf der Platz an Afrika gingen machen. Dazu können, dass die afrikanische Markt auch nach billigen Konsumartikeln für den täglichen Gebrauch aus China überschwemmen und damit auch nach der Lokalproduktion kaputt machen. China braucht natürlich auch viel landwirtschaftliche Produkte für sein Leid zu ernähren, 1,3 Milliarden. An Afrika haben sie dafür angefangen, massiv an die Landwirtschaft zu investieren. Sie haben schon zigtausenden Hektaren abgekauft, wo sie industriell produzieren. Den Agrobusiness, den gehört zu den strategischen Sektoren, an die Chinesen investieren.
Produkte, die exportieren sie aber nicht nur nach China, sondern auch unter anderem an Europa. Leider wollten als Kollegen aus den AKP-Ländern von diesen Sorgen nicht wissen. Mit Hilfe von den sozialistischen, den Grünen und den kommunistischen Europadeputierten haben sie aus meinem Rapport alle Referenz auf die Situation herausgestimmt. Ich habe natürlich die Gelegenheit nicht verpasst, für an der Diskussion am Plenum viel mehr klar und mehr deutlich die Situation durchzulegen, wie ich das am schriftlichen Bericht gemacht habe. Das tut ihnen zwar gar nicht gefallen, aber kein von ihnen kann beweisen, dass das, was ich so tun, nicht stimmt. Ich konnte ihnen dafür antworten mit dem französischen Sprichwort «Il y a que la vérité qui blesse». Ich hätte doch können sagen, dass die Hunde, die getroffen sind, die bilden. Wir wissen, dass das Vorrichten ihnen nicht genehm sind, aber das Vorrichten sagen wir nicht für ihnen zu schaden, mehr für ihnen zu helfen. Wir haben nicht gegen asiatische Direktinvestitionen an AKP-Länder, aber besonders an Afrika, aber wir spielen nicht sur un pied d'égalité. Die Europäische Kommission hat an einer Etude ganz klar bewiesen, dass das chinesische Politik an Afrika mehr Schlechtes wie Gutes bewirkt. Auch an Afrika gibt es immer mehr Stimmen, die das Politik als Neokolonialismus und sogar als Imperialismus bezeichnen. Ich habe an dem Zusammenhang einen Vorschlag von Xavier Solana abgegriffen, dass man mit China immer unseren afrikanischen Kollegen über die Investitionspolitik diskutieren sollen, für sicherzustellen, dass als respektiv erfahren nicht kontraproduktiv sind und dass wir zusammen Afrika helfen aus der Armut, also jetzt schrecklich, wie man auch feststellen kommt, nach Ruanda rauszukommen. Aber sie müssen da doch selber wollen. Dafür ist es bedauerlich, dass die Parlamentarier, die hier Länder an so einer parlamentarischen Assemblée vertreten, Vorrecht nicht wollen hören. Wahrscheinlich auch, weil sie Angst haben von dem chinesischen Chantage, der ja so weit geht, dass sie die Länder, die zum Beispiel Taiwan unerkannt haben, geöffnet pur afrikanischer, dass sie die erpressen, für das rückgängig zu machen. Auch wenn sie alle Referenz auf die unglückliche chinesische Politik an Afrika aus meinem Bericht herausgestimmt haben, so war das Dach ein Top-Thema zu Kigali, war man dann auch eine gewisse Satisfaktion gibt, sodass ich nicht für nichts dahin kommen sind. Wir müssen die Probleme aussprechen. Das möchte auch Gott sei Dank die Kommission an den Kommissar Louis Michel. Ich bin also trotzdem zufrieden, obwohl ich nicht gewonnen habe, auf ein paar Punkten. Der Bericht ist gut, aber das, was ich wollte, bringen, als durch über die Orientation von der China-Politik an Afrika, die ist natürlich nicht dran, aber sie war aber an der Diskussion ganz präsent. Ich sage nicht, merci für das Nachluistern und bis nächste Woche. Madame Astrid Lülling empfängt regelmäßig Visiteursgruppen am Europaparlament zu Brüssel oder zu Straßburg. Wenn auch dir einmal mit Ihrem Verein, Ihrer Amikal oder Ihrer Assoziation das Europaparlament besuchen kommen, zickt nicht für Madame Lülling zu kontaktieren. Auf ihrer Internetseite astridlülling.lu findet ihr hier Kontaktadressen oder direkt über Telefon zu Schöffling um 54 82 56.